Hello, what's up? My name is Sarah and my book of the summer is The Realm of Possibility by David Levitan. It is a young adult novel, coming-of-age novel. It is about a couple of different teenagers and all these teenagers know about each other and they're somewhat related to each other. They're either lovers, friends or sisters and brothers. And Wikipedia says, in a more formal way, let's say, it's a collection of interrelated monologues written in free verse. So that's actually also what I love about this book is that it's in free verse, which means that it has a kind of poetic style to it. So disclaimer to those who don't like poetry style kind of books, though I still suggest it because it's not like super difficult to read. It's simple and straightforward and it still holds so much emotions. It made me cry. The main focus is identity, so it's a couple of different teenagers that are trying to find themselves, that are trying to understand the world they live in. And what I also absolutely adore about this book is that it is not exclusive to one specific group of teenagers. So one character, Daniel, and Jed, they are gay. Then we have Mary, who is anorexic. We have Diana, who is also gay. Jill, for example, a girl who is obsessed with Holden Caulfield. Then we have Charlotte Marshall, who is a goth girl. Then we have Elizabeth, who is struggling with people's high expectations of her. So she has a sister who is off to college and she now has to be as good or even better than her sister, and she cannot cope with this pressure. So we have a couple of different characters, as you see. We have strong girls, we have nerdish girls, we have a goth girl, we have a lesbian, we have gay people, we have people with mental illnesses. For me personally, it is so important to have representations, especially for teenagers and even adults. They need someone or something to read about and to think we're not alone in this world, we're not alone with all these problems, we're not alone with these problems that we face. Honestly, I just love this book so much. Sometimes I'm like laughing because it's cheesy, but at some points it really talks to you on an emotional level, and I think that a lot of teenagers or young adults, and even adults, I guess, they can relate. So just to finish this video off with some quotes, I have taken advantage of other people's weaknesses in order to cover my own. I have no more idea of who I am than I did before, but at least I know that, and I'm starting to figure out who I want to be. We are used to releasing words, we don't know what we do with them if they stay. Thank you for watching, and please go check out the book because it is amazing, and yeah. So, ich habe ein bisschen sommerliches Buch gewählt, Dans les forêts de Sibérie von Sylvain Tesson. Das für all die Leute, die Lust auf Strandlektüre während dem Sommer. Der Note war so 40-jährige Franzose, den ganz viel Reisen, ganz viel erlebt hat aus seinem Leben. Und während der Reise schreibt er Bücher. Und schreibt aber keine einfachen Reiseberichte, mir lässt ein ganz philosophisch Noterfließen. Er beschreibt nämlich nicht nur, was er gesagt, mir auch was er fühlt, was er denkt. Für das tote Buch war es 6 Monate lang in Sibirien gegangen und hat sich da an einer Hütte verschanzt, komplett aufgeschottet von der Gesellschaft. Kurz vorhin zu Besuch von Kollegen, aber meistens waren sie schon lange gestaltet. Rauskommen aus einem Buch, wo er sich ganz viel mit sich selber beschäftigt hat, wo er ganz viel mit seinem Verhältnis zur Natur, mit seinem Verhältnis zu der Zeit, und mit seinem Verhältnis zu den Menschen, die normalerweise gesagt beschäftigt wird. Mit 300 Seiten, das geschrieben ein bisschen wie ein Tagebuch, da hat die Insel D und dann erklärten so ein bisschen, was ich erlebt, wie ich mich dabei gefühlt, was ich gedurcht. Das ist ein bisschen so, dass der Mensch ganz viel Gefühl verloren hat, zu was es bedeutet, ob sich selber gestaltet zu sein und was es bedeutet, weil keine Menschen rundherum sind, die ihn auf Schritt und Tritt begleiten. Ja, das ist wirklich zu empfehlen und das für all die Leute, die über den Sommer mal ein bisschen absahnisch das sichern. Guten Morgen, ich stelle euch dann heute ein Buch vor, was ich im Sommer gelesen habe. Und das Buch heißt Unter Leuten und das von Juli C. Und das ist ein Gesellschaftsroman, den am Osten von Deutschland spielt, an einem fiktiven, ganz kleinen Dorf.
dass zur heutiger Zeit an dem Dorf wohnen eben Leute, die schon seit Generationen da wohnen, wirklich so Urgestein, und aber auch eben Leute, die neu dazu sind aus der Hauptstadt, weil es dann eben mehr hieber so im Dorf zu leben und so. Und irgendwann könnt dann ein Tippchen, den du will, einen Windpark abrichten an dem Dorf. Und dann fangen eben nur so Interessegemeinschaften zu bilden. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, die einen meinen, sie könnten mal zu verdenken, die anderen meinen, gegen die Natur verscheißen. Und dann gehen dann dem Dorf sowieso so Rivalen, so zwei Männer, die schon Feinde sind, seit sie Kinder sind. Tisch von denen dafür, dass den anderen schon express dagegen. Und da geschehen, an dem Dorf gehen halt Sachen geregelt, ohne Police, ohne Gesetz, mit da geschehen so kleine Sachen, ob einmal ich weiß nicht, brennen den ganzen Tag Pneumen Nopes Grundstück und die Leute neben drüber können Fenster an mir machen während dem Gestank oder verschwindet bemol ein Mädchen für ein paar Stunden und dann geht dann irgend verschwand. Aber eben interessant ist, dass in am Fangehol nie richtig gewürget, was da wirklich geschieht ist oder man es purmal geht da nicht gewürgt, weil das was geschieht eben aus der Perspektive von einem von denen da lebt geschildert wird. Also nicht an der Ich-Form, mit eben einfach erzählt von dem und da von dem und da von dem und da auf gesagt dann, dass eben am Anfang kein absolut wahres gibt, mir das sieht verreden singen wahres wird und das für hier wahrscheinlich auch vorher okay meint das schlecht und zum Schluss geschehen aber dann schlecht Sachen so und das finde ich flott fand, dass ja das bisschen so offen bleibt dem seine Version da die richtige ist. Weil ich noch immer ans Flot von tun hast, dass dann zum Beispiel von der Vogelschutzliga do Bericht und dann steht dann doch ein Internetadresse, wenn in der dann effektiv sicher geht, da finden die auch zum Teil mit den Personen, die dann noch am Buch sind und die dann an der Vogelschutzliga da dran sind oder finden noch das Menü also Tageskarte vom Kaffee, den am Dorf eben aus das natürlich also von mir das aber dann an unserer Realität finden die dann aber auch etwas darüber und ich fand das am Anfang immer cool wenn dann so sich ein bisschen überschneit. Voilà, das war es. Macht's für die Nullaustrin und ciao. Well, es ist im Moment A Dance with Dragons von George R. R. Martin. Das ist der 5. Band aus dem berühmten Fantasy-Zyklus A Song of Ice and Fire, auf der auch TV-Serie Game of Thrones basiert. Ich fand es immer eine wunderbare Zeit für sich, also richtig ausufern Fantasy-Schmöcker ranzustürzen. A Dance with Dragons eignet sich besonders gut. Die Firma hat über 1000 Seiten. An denen entwickelt den George R. R. Martin eine immens komplexe Geschichte, die aus ganz vielen Perspektiven erzählt wird, voll mit politischen Intrigen, an epische Schlüchten. Wie den Titel seht, Dance with Dragons, kommen das Fantasy-Elemente mehr zur Geltung. Es gibt ganz viele Drachen, auch mehr Magie und die ganz viele Mysterien, die sich nicht direkt erklären lassen. Da gibt es auch noch Gestaltwandel und dergleichen. Aber trotz all dem sind die ganz politischen Konflikte am Roman noch immer immens realistisch, weil sie eben sich nicht an einfach guter Base-Dichotomien abteilen lassen, aber viel mehr Großteile zulassen und da wenn es ganz ambivalent hier kommen. Und ich fand dementsprechend spiegeln sie auch viel besser als Zeit wieder mit ihren ganzen komplexen politischen Konflikten. Dazu dreht auch den exzellenten Schreibstil von George R. R. Martin bei, weil er immens poetisch ist, aber gleichzeitig aber nicht voll von evaluierendem Fantasy-Pathos ist, wie es so sehr am Genre üblich ist. Und das ist immens erfrischend und da will ich rekommandieren, den Roman noch. Hi guys! So today I want to present you my favorite summer book for this year. First of all, I wanted to take one of my favorite historical books by Ken Follett, but then I thought, no, let's just take something more funny to read when you're by the pool. So this is called Love, Style, Life, and it's from Garance Doré. Garance Doré is one of the most popular fashion lifestyle bloggers you have at the moment, and she's writing in her book about do's and don'ts in love, fashion and lifestyle in a very, very funny and open-hearted way, and after just a few pages you just feel like you have known her for years and that she's your best friend. You go through all the ups and downs
in her life, and you can really sympathize with her because her writing is so sincere and you just believe that she's been through all that she's telling you. She drew all the illustrations in the book herself. I'll show you. Like this, for example. And while reading, you just have a good time. And it's the perfect summer lecture for girls, and I hope you will enjoy it as much as I did. So, bye! Sind dann für Bublis Bookworld an am Nun von Booklucker sing Sommertipp stellen sie schaut, verliebt in Mr. Daniels 4. Vierop, mir fehlen nach immer wieder an Tränen sind nicht gedrischend. Dem Ashin Jennings singt Zwillingsschwester Gabby. Als gestorben und nicht als mehr wieder mal war. Dashlin muss bei seinem Papa an dem seine neue Familie auf Wisconsin. Etwas, was hat von Anfang an nicht wollte. Du kommst, trifft es an einer Bar den Daniel Daniels. An seiner Welt steht Kopf. Für was? Das geht ein Buch geworden. Es lohnt sich wirklich, Buch zu lesen, weil es ein absoluter Page-Turner ist. Und ihn aber auch von Gefühlen überrannt geht, die nie für möglich gehalten wird. Es geht um Familie. Es geht um einen großen Verlust und es geht um das Gefühl, räumlich zu sein. Das Buch ist ein immenser Schatz und muss unbedingt gelesen gehen. Das Sommer an von manchmal Zeit, die Bücher zu lesen, die ich im Laufe des Jahres zugelöscht habe, obwohl ich nicht dazu gekommen war. Bei mir war das Jahr, und das zugleich mein Sommerbuchtipp, der Michio Kaku sein, die Physik der Zukunft, unser Leben in 100 Jahren. Der Michio Kaku ist ein japanisch aufstammender US-amerikanischen theoretischer Physiker, den er anderen bekannt ist für seine zahlreichen wissenschaftlichen Dokumentäre. Für sein Buch Die Physik der Zukunft hatten sich mit 304 Wissenschaftler aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen zusammengetan und mit ihnen diskutiert, wie ausgehend von den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen Zukunft für die Menschen an 100 Jahren wird ausgesehen. Kondition war dabei, dass sämtliche Technologien, die an dem Buch 4 kommen, dann von Haut schon ein Prototyp gibt, den just nach Geld weiterzuentwickeln. Das Buch hat 600 Seiten und also in 9 Kapiteln angegliedert. Im ersten Kapitel geht es um Zukunft vom Computer, im Wesentlichen noch um Chippen, die in Zukunft werden immer mehr Rechenleistung kriegen, die aber ein Maximum werden erreichen und eine neue Technologie muss für Chippen entwickelt gehen. Werden die nicht kommen, werden doch wirtschaftliche Konsequenzen zu befürchten sein. Chippen, die aber auch an Miveln, Kleidungen, die Mauerwerte präsent sind, ja nur an Linsewerte präsent sind, wo sie aus verschiedenen Sachen Informationen können projizieren, die auf eine virtuelle Realität werden. Wird künstliche Intelligenz, Roboter gehen die immer mehr Arbeit von den Menschen werden überholen. Zukunft von der Medizin, durch die Chippen, die ich schon genannt habe, werden die Spiegelwerte sind, kann es morgen schon länger, wenn den Spiegel unhört, möglich sein, zu detektieren, ob ein beispielsweise schon echt Unsicherung von Krebs hat. Durch eine Krebsfreierkennung wird möglich gehen. Es wird möglich gehen, zum Beispiel ein MRT auf die Größe von einem Smartphone raufzukriegen. Es wird auch möglich sein, verschiedene Gliedmaßen fehlen, die Not zu ziehen am Labor, genau wie Organe. Nanotechnologie wird weitergehen, geht Zukunft von der Energie, von den fossilen Energiequellen wird ja angehen. Wir werden Alternative brauchen, wo man dann diskutieren will, Magnetautoren, die ohne oder mit wenig Reifung sich werden können deplacieren. Kernfusion, wo man rechnen, dass die im 2030 wird Realität gehen. Und diskutiert auch Möglichkeiten, wie Gedanken lesen kann, Zukunft vom Wohlstand oder wie ein Hungerauto am Hunger mit gentechnisch modifizierten Pflanzen kann endlich bekämpfen. Zukunft auch von der Menschheit, dass Nationalstaaten immer mehr an den Hintergrund treffen und dass wir global Lösungen werden. Alle Werte müssen hin. Alles an allem, also den Flottboot muss ich kein naturwissenschaftliches Studium, um das Buch zu verstehen. Kann ihn einfach verfolgen und sind ganz interessant Ansätze dabei, die aber auch eine breite Diskussion an Zukunft werden. Nötig mal für eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Diskussion, die nötig wird gehen. Mein Sommerbuchtipp aus kein aktuelles Buch, aber für jeden, der Fantasy gerne hört und in den ich gerne von einem Buch will Matrappen lassen, geht es da heute. Das ist Endgame. Das ist das erste Buch von 3 Stück. Das ist eine Trilogie, bei dem der dritte Buch noch nicht rauskommt. Und dabei geht es um 12 Spieler, die müssen ein Spiel absolvieren, das sind dann Auserwählte. Bei dem Spiel kämpfen sie mit Leben. Wo das Spiel gewinnt, der gewinnt natürlich Leben, an dem sein Stamm geht noch gerettet. Auch für all die anderen, die müssen mit ihrem Leben bezahlen. Und hier ist das zweite Buch. Die 2 Bücher
Die haben okay aus bei 600 Seiten und schon nur bei dem dritten werden nicht da nicht sehen. Es ist super spannend und das nehmen weiter zu empfehlen für am Sommer auf der Terrasse können zu lesen. Dann wünsche ich euch viel Spaß und ich war da gespannt, ob der dritt. Noch drang kein Schimmer heraufdämmernden Morgens in den Hof der Firma Splendor, die für die Müllabfuhr in Vigata zuständig war. Eine tief hängende, dichte Wolkendecke überzog lückenlos den Himmel, als hätte man von einem Dachgesims zum anderen eine graue Plane gespannt. Kein Blatt regte sich. Der Scirocco wollte nicht aus seinem bleiernen Schlaf erwachen. Mein Booklooker Sommerbuchtipp: Andrea Camilleri, Die Form des Wassers. Die Form des Wassers ist der erste Fall von Kommissario Montalbano. Es ist der erste von zig Fällen, die er zu lösen hat. Das ist ein Buch von 1992, also richtig alt. Nichtsdestoweniger auch ein schöner Start in die gesamte Reihe. Kommissario Montalbano ist ein sizilianischer Kommissar, der launisch ist, ungerecht, Schwierigkeiten mit Beziehungen hat und in Vigata ermittelt. Vigata entspricht dem eigentlichen Porto Empedocle in Sizilien, ist auf jeden Fall eine Fantasiestadt. Und was das Besondere an dieser Reihe ist, Camilleri ist nicht nur Schriftsteller, sondern in erster Linie Drehbuchautor und Theaterregisseur. Und er versteht es einfach, Szenen zu bauen, die urkomisch und spannend zugleich sind. Das ist ein bisschen so, man sieht die Kulisse auf der einen Seite aufbauen, dann die Kulisse auf der anderen Seite und die dritte, und man weiß genau, am Ende fällt das Dach auf den Kopf. Es ist urkomisch und trotzdem immer mit so einem bisschen fein tiefsinnigeren Gedanken empfehle ich wärmstens. Ich warne nur davor, wie gesagt, das ist der erste Fall, es gibt zig Fälle, dieser Sommer könnte lang werden. Ach, Kommissario, ich will es Ihnen vorneweg sagen, damit Sie nicht in eine peinliche Situation geraten. Mama weiß, wie und wo Papa gestorben ist. Wie sie das erfahren hat, ist mir allerdings ein Rätsel. Sie wusste es bereits 2 Stunden, nachdem man ihn gefunden hatte. Bitte entschuldigen Sie mich. Montalbano fühlte sich erleichtert. Wenn die Witwe bereits alles wusste, war er nicht gezwungen, ihr irgendwelche Märchen aufzutischen, um die schändlichen Todesumstände zu verbergen. Salut tout le monde, aujourd'hui je viens de m'acheter le tout nouveau Harry Potter. Quoi dire? Premièrement, ce n'est pas un vrai Harry Potter. Pourquoi? Parce que même si ça reprend tous les personnages, tout l'historique, les timelines, tout cela, on remarque assez rapidement que c'est un script comme c'est écrit dessus d'une pièce de théâtre qui manque beaucoup les réflexions et les pensées des personnages. Quand on lit seulement les actions, c'est qu'on voit, mais quand même, c'est un Harry Potter, parce que, croyez-moi, il m'a assez vite pris. Il y a 330 pages environ, et je l'ai lu en moins de 2 heures. On se sent replongé dedans, on se sent, pour ma part, renvoyé dans la puberté, parce que les premiers Harry Potter, j'ai lu quand j'avais 12, 13, 14 ans, et waouh, c'est un peu comme un retour vers le passé. L'histoire est pas mal, elle tranche avec les anciens Harry Potter, et en même temps elle les reprend. Ben, si ça vous rend curieux, lisez-le. Il vaut vraiment la peine. Avec cet été où la météo n'est pas tous les jours comme il faut, vous pouvez passer un bel orage sur votre canapé en train de lire. Il faut avoir en tête que c'est une pièce de théâtre, il y a différentes scènes. Et là, il y a des sauts. Mais le problème, c'est ces 4 ans là. 4 ans en 320 pages. Quand je lisais Harry Potter, j'adorais me sentir replongé dans ses pensées, dans ses problèmes dans sa tête. Par exemple, quand Harry Potter et l'Ordre des Phénix, quand il a 14 ans, on sent bien qu'il est en puberté, on sent bien qu'il est tiré à droite, à gauche, il ne sait pas quoi faire, il se fâche très vite, c'est la puberté. Et le travail de J.K. Rowling dans ce livre-là
il est génial parce que quand je lisais ce livre-là, je devenais moi-même nerveux à force de lire les pensées, les réflexions et de comprendre comment Harry Potter fonctionnait. Et ceci me manque vraiment dans ce livre-là. C'est une version light, on va dire, des anciens Harry Potter. Mais pour tous les inconditionnels de Harry Potter, le livre vaut la peine. Achetez-le, lisez-le, et sachez d'avance que c'est pas, on va dire entre guillemets, un vrai Harry Potter. Sur ce, amusez-vous bien. A plus. Guten Morgen, ich ging euch gerne dem Honoré M sein Trauerschluss vom Emil Angel und Herz lehnen. Für was gerade das Buch? Naja, als allererstes schon mal, also der Blitzebäuisch. Und ich fand mir effektiv super Literatur an unserem Mammespruch, auf für was dann nicht auch mal ein etwas dann an unserem Mammespruch lesen. Zu behaupten, es wäre eine Geschichte, die mitten aus dem Leben gegraben ist zwar wahr, aber ich fand der Erzählung aber nicht ganz gerecht, weil das war, dass du effektiv komische Elemente sehen, die nochmal zum Schmunzeln bringen. Mit ist aber auch ein gewissen Tief dran, die eben reiert, ob ein Art weiß, wie viele Bücher es nicht unbedingt fertig bringen. Das hat mir ganz gut gefallen, aber hat auch rausgestellt, dass der Erzählader weiß, wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Worum es geht überhaupt? Zumal geht den Honoré M, den anonymen Protagonist, und den schafft in einer Firma und hin ist der geborene Pedant, ging so. Ein möchte seine Arbeit ganz seriös, bringt nicht, filmt nicht, und seine Arbeitskollegen holen das nicht immer alles so genie wie hier. Und sehen das nicht immer alles so eng. Können natürlich auch mal zu Spannungen, gerade weil sie auch noch dann einen neuen Chef kriegen. Wie den Honoré M, dann tun wir da eins geht, respektiv nicht eins geht, dann das könnt ihr dann halt nur lesen. Also vielleicht ein gut Ausstiegslektür für ein Lützeburg ranzukommen, weil es auch nicht so umfangreich ist. Nee, wen aber vielleicht will auf Deutsch lesen, die kann er doch machen, weil den Emil Angel hat vor einem Jahr sein Buch auch selber auf Deutsch übersetzt. Okay. Also, mein Name ist Mandy Thierry und ich bin heute mit dem Schriftsteller Raphael Kohn. Und hier hat mir ein Buch rekommandiert gehabt für den Sommer für zu lesen. Und zwar ist das Buch Nouvelle sous Ecstasy von Frédéric Becbédère. Und vielleicht kannst du mal etwas davon erzählen. Doch, kannst du. Okay. Was kann ich zu dem Buch sagen? Das ist eine Anthologie von Kurzgeschichten, die anscheinend alle gehört im Abschluss in MDMA, also Ecstasy. Ja, für die jungen Leute von heute, die das nicht kennen, und uns schon Waves immens beliebt gewesen. Welche Geschichten dann so verfasst, wann in unter dem Abschluss von Drogen ist. Sie sind alle ziemlich trashig, pulpisch. Ja, eine von meinen Lieblingsgeschichten geht über den größten libyschen französischen Schriftsteller. Wie Schriftsteller so drauf sind. Ja, es geht um Sex, Drogen, viel Sex, Gewalt. Noch mehr Sex. Noch mehr Drogen. Ja. Ping-Pong-Bars. Ja, basically sind die Geschichten eigentlich relativ gut für den Sommer zu lesen. Und wenn ihr am Strand ist, wenn ihr das im Wasser könnt oder so, die Geschichten sind nicht mehr lang wie 6 Seiten. Also Maximum 6 Seiten, das heißt, brauchst du so 10 Minuten, 15 Minuten für sie zu lesen. Das ist relativ gut für den Sommer. Frédéric Becbédère ist bekannt genug durch 99 Francs und La Mort de 3 ans. Gehört zu den größten Bestseller-Autoren aus der neuen französischen Literatur. Und mein Grund einen guten Stil, ja, das ist ein bisschen die Tasche, das ist direkt, das ist hart. Ja, ein Alternativ ja, zu einer braven Literatur, die man mehr gewinnt, sind mehr für klassischer, für Größhallen. Ja, das auch sind viel von seinen Erfahrungen dran, auch die verschafft gesehen, wo an der Publizität geschafft hat. Ja, was gibt noch zu sagen? Ja, ich meine nämlich viel, dann ging mal erst rekommandieren, für das zu lesen. Und ich hätte das immer noch. Ja. Leifbuch Lukas. Wir beschweren uns ja diesen Sommer oft die was wieder. Wir im August 1913 wurde zu Wien nicht viel besser. Es sollte den kältesten August vom ganzen 20. Jahrhundert gehen.
Das hat sich nachher so im August 1913 gedohen. Wie der Franz Marc aus, nachdem sie ein Jetpferd gezeichnet und gemalt hat, mal selber an den Südel geklommen. Bei Fort zu Detroit gouf fir d'éischt ein Fließband angesagt. Der golo Mann konnte mit seinen 4 Jahren nicht mehr aufhalten mit Braddeln. Den 18-jährigen Ernst Jünger hat sich daheim an der Sommervakanz göttlich gelangweilt, als sich am dicke Wand am Mantel und Gabens hergesagt. Der Georg Trakel, der mit seiner Schwester ein incestuöses Verhältnis hat, war zu Venedig Lido, und Mona Lisa, die aus dem Louvre verschwunden war, als auch im August 1913 nicht fortgehen. Die heute und noch viel andere Episoden und Anekdoten aus der Welt von den Literaten, Musiker, Künstler, Politiker von der Moderne fand ihr an Florian Illis singem Werk 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Buch ist zwar schon 2012 rausgekommen, mir das auch 2016 absolut lohnenswert zu lesen. Ich selber musste mir Scham gestehen, dass ich Florian Illis seit der Generation Golf komplett aus den Augen verloren hat, weil das Werk nicht so menges war. 1913 kriegte ich als Sommerlektüre von einer Freundin geschenkt und ich war von der ersten Zeile richtig hooked. Und 12 Kapiteln, für alle Monate vom movimentierten 4 Jahren vom Ersten Weltkrieg ent, geht den Illis mal auf einer Seite, mal an einem Abschnitt, mal sogar an einem einzigen Satz auf Evenemente aus dem Leben von den Protagonisten von der Moderne an. Exzellent sind dabei dem Autor seine ironisch bis sarkastisch Kommentare, die ihn und Schmunzle krähen auch richtig mittrappen. Die Zeitgeschichte zwischen dem Kafka und dem Felice Bauer hat mich ganz nervös gemacht und ich kriegte Lust, Zeit zurückzudrehen und dem guten Franz ein Fuß an den Bein zu gehen. Du fängst von einem gewissen österreichischen Postkartenmaler los in einem schudernden Regruf laufen, von dem du seine später Karriere denkt. Fazit: wenn ihr euch für Kulturgeschichte allgemein interessiert, ist das wirklich das Perfektbuch. Virtuos geschrieben, nie langweilig, gut zu lesen, weil ihn de vor dem dank der An- und Abteilung nicht verleiert. Es können in de bekannte Persönlichkeiten ganz no, und es findet viele Sachen, was daraus heutige Umbruchszeit prägt. Voilà, merci für das Nolauschen, und dann wünsche ich euch noch alle guten, schönen Restsommer. Sommer Buchtipp à coup de cœur aus dem David Funkinos sein Le Mystère Henri Pic an den Edition Gallimard. De Funkinos erzählt aus einem gewinnten, einfachen, aber immens anspruchsvollen Stil Geschichte von einem Roman. Mir nicht nehmen. Er erzählt über Echecken, Succesen, über glücklich und unglücklich Leben. Und sein Roman hält auch einst die Allure von einem Krimi. Und weil, wie den Titel sieht, geht es hier um ein Mystère, also ein Geheimnis, das gelüftet muss gehen. Dabei bringt der Funkinos es fertig, einen immensen Spannungsbau aufzubauen und es soll den auf keinen Fall Führung aufspannen aus dem Kino gehen. Oder besser gesagt, das Buch nicht überschlägen, dem den Epilog gelesen wird. Er erzählt Geschichten an der Geschichte, so wie er seinen Roman, über den Roman sich selbstständig mischt. Und hier schickt seine Figuren auf interessante neue Wege, löst sie dann aber heinst du so irgendwo lang, aber das Ganze so intelligent tisiert, dass sie sich dann noch irgendwo rumfangen. Und dabei vermischt hier historisch Realfakten mit ganz fiktiven Momenten, und mischt Referenz auf ganz viele literarische, cinematografische Elemente, Werke, pardon. Außerdem gibt hier einen ganz interessanten Abblick an die Welt von der Edition und der Schriftstellerei. Vielleicht kann in der Roman sogar als Hommage und der Roman gesehen, so eine Illustration von der Wirkung und vom Abfluss, die im Buch kann dabei tun, weil sogar so weit kann gehen, dass es das Leben verändern kann und ihm einen anderen Dreh kann gehen. Also ich will keinem Lesen abschwätzen, obwohl, doch, meiner Meinung nach ist das Buch ein Must für jeden, der irgendetwas mit Büchern am Hut hat. Sie wird als Leser, als Autor, als Bibliothekar, als Libraire, als Editor oder als Literaturkritiker. Braucht so ziemlich für alle Menschen, so ziemlich alle Menschen. Also sogar für die sonst nicht oder nicht viel lesen. Also die Geschichte von Henri Pic ist der beste Beweis dafür, dass ihr das Buch lest und genießt. Lass die Spiele beginnen, das ist der deutsche Titel von einem Buch vom gebürtigen Römer Niccolo Amaniti. Aber wenn gerade wieder Rom als Spieler vielleicht direkt zu Gladiatorenkampf auf deren denkt, und dann leider man vielleicht nicht so falsch. Wieder rein. Denn Saverio Moneta, also biedere Familienpack,
Und als du heim direkt doppelt unter dem Schlapp, dem für seine Frau, an dem für seinen Schweierpap, die gleichzeitig nämlich auch sein Chef ist. An seiner Freizeit ist der Saverio durch den Mantos, charismatische Lieder von einer satanischen Sekt. Ganz so charismatisch ist er aber wohl auch nicht, weil außer ihm und die Sekt just nach 3 Membern. Dann hast du noch den Fabrizio Siba, prominente Schriftsteller. Er gilt als die große Hoffnung von der modernen italienischen Literatur. Mit himmlisch weiß der Fabrizio, dass da ein bisschen heisch gegraben ist, auch wenn er durch seine Television am ganzen Land bekannt ist, aber in Damen er ganz viel Success hat. Was die zwei verbindet, also Fest. Ein Fest, wie Rom es wohl seit der Antike nicht nie gesehen hat. Den Salvatore Chiatti, also stehreichen Immobilienhändler, den den Park am Herzen von der ewischen Stadt abgekauft hat. Aus dem Park wird den Salvatore sein ganz privat Spielwies gemacht. In einer ganzen Menagerie von exotischen Tieren wurden etwas kreiert, was ein bisschen und eine Mischung zwischen Kolosseum und Jurassic Park erinnert. Mit Averjung hatten sich etwas ganz Extras auffallen gelassen. Eine Großparty, bei der Crème de la Crème von der Gesellschaft invitiert das. Künstler, Sportler, Politiker. Mir das Ganze könnte ähnlich wie geplant. Und nur rutscht die Party an den Chaos auf. Dem Niccolo Amaniti sein Humor ist schwarz, pechschwarz. Lass die Spiele beginnen als eine bösige Gesellschaftssatire, bei der kein ungeschoren davon könnt. Medien nicht, die Erhaltungsindustrie nicht, und auch nicht die Welt von der Literatur. Die Spaßgesellschaft, nur Modell Berlusconi, kriegt Glitter mit einer kahler Dusche aufgewaschen. Ganz unerhellend am herrlichen Protest, das Lass die Spiele beginnen, von Niccolo Amaniti.